Lützeburger Armee feiert das Jahr 2 Jubiläen. Den das den 50. Jahrestag von der Freiwilligen Armee, die auch den 9. Juli besonders gefeiert wird, 1967 bis 2017, an der zweite als den 175. Geburtstag von unserer Militärmusik. So am Namen der auf jeden Fall der Armee an all denen, die sich freiwillig gemeldet und an den letzten 50 Jahren für unserem Land 13 Dingen ein ganz herzliches Merci. Will der Armee auch felicitieren für den ganz wertvollen Beitrag für den Frieden und Sicherheit vom Land, den sie während dieser ganzen Zeit geleistet hat. Sie hat auch nicht nur die Sicherheit von unserem Land matt garantiert, sondern auch ihren Beitrag zur kollektiven Sicherheit an Europa geleistet. Wir erinnern an den Kalten Krieg und den Koreakrieg, besonders, wo wir auch letzte Mal allein geblieben sind, an die vielen Friedensmissionen, die die Armee besonders hinter den 90er Jahren gemacht hat, am Afghanistan, am Kosovo, am Mali und auf ganz vielen anderen Plätzen. Nicht nur Lützeburger haben an unserer Armee gedenkt, mehr auch EU-Ausländer und die DDR hat auch sie gedurcht, dadurch, dass man am Kader vom Nationalitätengesetz eine Proposition de loi gemacht hat, spezifisch auch wie hier ein Engagement zu ehren, und wir freuen uns, dass die am Nationalitätengesetz auch mit berücksichtigt gouf. Militärmusik brauchen wir auch nicht nur extra zu nehmen. Alle gut sind wir uns bewusst, wie groß und wertvoll der kulturelle Beitrag von dem Ensemble an der Geschichte von unserem Land ist. Auch Sie als herzliche Felicitationen. Es schon nur das Interpellation genannt, eine moderne Armee. Aber schon sind wir auch bewusst, dass das ein ganz aktuelles Sujet ist, weil wir ja immer für neue Herausforderungen stehen an einem internationalen Kontext, den sich ganz sehr entwickelt. Und ich muss sagen, mit allem Respekt für Sie, Madame Klosen, da bin ich doch einfach überrascht, dass der Herr Armeeminister heute nicht bei uns sind. Wir hatten als ADR eine große Flexibilität gewiesen, am ein paar Mal waren wir d'accord, wie das Interpellation zu verrickeln zeitlich. Und das ist wirklich schön, dass der Minister an so einer wichtigen Frage Zeit nicht gefunden hat, für heute zu sehen. Die Armee ist ein ganz wichtiger Teil von der Außenpolitik von unserem Land. Und sie muss in allem politisch ganz klar enkadriert sein. Und dafür hat man ja schon seit Jahren, das ist noch nicht rezent, darauf gewartet, ein Weißbuch publiziert wird, wie das doch an andere Länder gemerkt wird. Wir erinnern uns, dass sogar noch der Colonel Ries und der Erbisch bedeligt gouf, dass sogar mit dem Argument an dem Minister geholt gouf für eine gewisse Zeit. Weil die Armee braucht ein ganz klare, nicht nur legale Kader, sondern ein klare politische Kader, an dem sie evaluiert. Sie braucht eine Politik, die sie unterstützt an ihrer komplizierten Aufgabe. Sie braucht genug Leute, genug Material. So ein Weißbuch muss selbstverständlich immer aktualisiert gehen. Wir haben uns auch gewundert, Cour des Comptes hat ein Weißbuch gefragt, an einem Rapport spezial über die Armee. Und es gouf geantwortet vom Herrn Minister Schneider, dass so ein Weißbuch hier schwierig ist, weil immer muss aktualisiert gehen. Mit Aktualität ist aber auch keine Lützeburger Spezifizität. All Land ist mit demselben Problem konfrontiert. Und wir haben nachdem Herr Minister Schneider angekündigt hat, dass wir die Linie Directrice für die Armee bis 2025 sollten präsentiert kriegen, heute schon in der Presse gelesen, dass das heute soll geschehen. Und noch dort, die es mal leid, von dass das wirklich so der Fall sind, dass wir als Deputierten das nicht führen, dass dieser Debatte konnte gewohnt gehen, für das wir auch darüber vielleicht schon könnten eine echte Reaktion weisen. Wir sind also gespannt, was am Staatssekretär, was die an dem Kontext antwortet. Wenn ich so, dass die Armee klare legale Kader braucht, für zu evaluieren, gilt das auch für zum Beispiel froh, brauchen wir ein neues OMPs-Gesetz, brauchen wir ein neues Gesetz oder dasselbe Gesetz für Deployment von der Armee am Ausland klar zu regeln, könnte das. Alles das sind wichtig Fragen, nicht nur für der politischer Dimension, aber auch für die Sicherheit, Rechtssicherheit und andere Sicherheiten von allen Militär, die an so Missionen beteiligt sind. Ich gebe vielleicht ganz kurz auf einen Aspekt von unseren internationalen Verpflichtungen an, weil ich nur in der Diskussion noch auf die anderen internationalen Verpflichtungen angehen. Und den Aspekt, den ich lobe, hervorheben, das ist das Engagement von der Regierung für 2% von unserem Bruttonationalprodukt für die Fonds auszugehen. Das ist ein Engagement, das hat der Herr Staatsminister Büttel geholt, Summe von der NATO von Wales am September 2014. Das ist ein klaren politischen Engagement von der ganzen Regierung. Ich betone das hier ausdrücklich, von der ganzen Regierung ein internationales politisches Engagement, inklusive als Grünkollegen, haben sich engagiert, also für 2% vom Bruttonationalprodukt an die Fonds heranzustehen. Und das ging hier schon 1,1 Milliarden Euro nur aktuellem Wert. Für die ADR
steht also vor, dass man muss einen adäquaten Beitrag an die internationale Sicherheit investieren. Wir wollen 2% mengen, ich brauche mal Blick nicht zu schwätzen, ist das Eisposition, weil man keine Menace haben, die auf Eis Leiit, die so eng Depense gegen justifiieren, mir natürlich eng menace, dat das den internationalen Terrorismus, mit wenn es dem allein braucht man net einen Effort zu machen von 2% vom Bruttoinlandsprodukt. Eis wird gewonnert politisch, dat der Staatsminister Büttel 2014 im Sommet wo Wales dann Pays de Galles den Engagement hält, an 2016 für der nationaler Presse dann Monet, dat gingen dann net mir gut fannen, wär ganz skeptisch, mir hätten eng Politik, die a Sozialsachen investiert, net a Waffen. An noch der Minister Schneider huet 7. Dezember 2016 gesot, dat können de Kloer net machen, dat 2% Ziel. Da froh awer wo Kredibilität vun dieser Regierung. Huet ze international eng einer Spruch wie national. Se ze international, sie wählt die 2% ausgehen, an hält do formelle politischen Engagement schon de Matbrucht, wie die Leute wollen no gucken, an international die 2%, an national standsrick, als dat net den eklatante Widerspruch vorrecht. Den internationalen Engagement oder dat war als Ministerin Hai an der Chamber oder für der Presse soen, a wie se dann mat de was kommunikant. Mir hunn Hai eng Doktrin, den Herr Angel gëtt net mit zu wiederholen, dat von den 3D, Diplomatie, Défense, an Development oder Entwicklungshilfe, dat wäre ganz, dat mis den zu Summe gesinn, praktisch was kommunikant, an wie as dann Wallo durch die internationalen Entwicklungen den Druck op Lützeburg ging weiter klammen für effektiv méi erfoen an der Défense zu machen, ging der Teschen, dat an andere Gebieter zurückgeschraubt ging für dat zu machen, auch dat als eng opbefro, aber wir wissen auch net wie sich Situation entwickelt. Wir sind als ADR d'accord, wir begräßen die Optik, die Regierung an engem Punkt geholt huet, nämlich eng Reihe von denen Depensen am Bereichen der Défense, Urecheberg mat eng Retourekonomik op de fir Lützeburg, dat ass de Fall beim Heerebiersch, van den dann och mat der Partizipation wo Lützeburger Firme renoviert gëtt, dats de Fall Findel, dats de Fall bei der SES, mat Luxkow sat an so weiter an so fir, und dat ze Pro wo Retourekonomik ass. Me wann en awer d'Armee guckt, da muss e wissen, dat doch ernstnecht muss an d'Armee investiert gehen. Ich will ha Sache soen, die vielleicht am Land net so bekannt sind, die vielleicht auch net iedereen ha banne wees, mit die awer ganz klar liegt op den Zustand vun der Armee wie verwees an den Lächtjore behandelt gouf, an auf engem Zustand ze haut ass. Mir net genug individuell Equipementer fir als Militär. Mir net genug Charroir, mir net genug Waffen, mir net genug Kommunikationsmaterial. Mir net genug Material wie den aktuellen Effektiv an de Leiit weit ënner dem Effektiv, den am Gesetz von 2007 iwwer der Armee 4 gesinn ass. Mir heinst du kein Möglichkeit für als Soldaten hier am Land zu trainieren, weil das bisschen Material, was du hast, mit den Friedensmissionen am Ausland hast. Mir nicht genug schossischer Westen, mir nicht genug Waffen für alle Soldaten oder alle Militärpersonen haut mit Waffen zu equipieren, wenn das nötig wäre. Wir haben nicht, wie gesagt, kein großes Projekt mit einer Retourekonomik, aber als verantwortliche Politiker muss ich da mal zunächst gucken, dass alle einzelnen Soldaten kann eventuell angesagt gehen, die sein Leben aufs Spiel setzt für als Land, für als Sicherheit, dass die geschützt ist, dass das Material hat, was er braucht, für seine Mission können zu erfüllen. Und das ist am Blick nicht der Fall. Wir hätten also gerne, dass mal das Material kauft und abgestockt wird, was wir brauchen, für als Einzelmilitär. Wenn man dann aber schwätzen über das Material von der Armee, da so mir als ADR, dat den da doch muss ganz vernünftig mehr, weil sie viel suchen, die hier im Spiel stehen, immer mehr suchen, eben durch das, was man für Druck gesucht und die finanzielle Entwicklung. Und das ist so, dass man die Kapazitäten, die man haben, die muss man pflegen und ersatzbereit halten. Als Beispiel kann ich ja heute Wasseropberedung nennen, wir haben 3 Systeme, ein einzigen als operationell von 3, ein einzigen. Für werdet fehlt also Leid. Mit den Dingen gehen, also ähnlich. Nun, die Rüstungsprojekte, die wir haben, die muss man, wenn möglich, von der Stern kaufen, mit anderen Armeen zusammen. Weil wir immer für Lützeburg Spezialarrangementer treffen, immer ganz komplizierte Sachen nach extra kaufen, haben wir als ganz kleine Armee über Zeit nicht die Kapazität für die Sachen operationell zu halten. Das heißt, wir können sie nicht mehr voll ersetzen, und das heißt nicht nur ein Verlust von unseren Ersatzmöglichkeiten, aber auch finanzielle Verlust. Das ist also heißt du besser, mir einfach Sachen zu kaufen, als bei anderen Armeen unzuhängen, auf Platz für Lützeburg Speziallesungen wollen anzufeiern. Wir sollten auch gucken, ob wir verschiedene Bereiche Ws-Material können kaufen, die wir auch für Zivilzwecke können benutzen, und nicht nur für militärische Zwecke.
Aber wir müssen auch aufpassen am vernünftigen Umgang mit der Saison, dass man nicht Sachen Dürbel kaufen oder Sachen mit einem Double Emploi. Rezent hat man noch das Beispiel mit dem Transportflieger, dort nach 400 M, den nachher mal nicht da ist, den 2019 soll kommen. Und gleichzeitig gehen wir dann als bedeligen und Multi-Role Tanker Transport Projekt MRTT, den habe gestimmt, genau nicht mit der Stimme von der ADR, weil eben just das meist oder bald alles, was den MRTT da soll bringen, können, sowieso auch vom R400M kann gemerkt gehen. Wir haben also ganze Koop Observationen, was die aktuelle Politik, was Material geht, mich will tabt gewicht von dieser Interpellation auf Personal von der Armee lehen, weil sie nicht, die wirklich als Sicherheit garantieren, sie nicht, ob die mir als verlosen und die als Dankpaket verdingen. Und die Armee erfüllt hier Verpflichtungen, die Politik hier gibt, mit froh als wie behandelt Politik der Armee. An die Leute, die an hier dingen. Die Realität ist ein ganz einfach, wir haben nicht genug Leid an der Armee. Wenn wir lo an dem Kader von einer Reihe von terroristischen Attacken an Europa, an anderen Plätzen, ob wir vigilant 3 gingen, gehen, also eine Stufe mehr hoch an dieser Terrorismus-Situation, da wird die Armee schon impliziert, wir müssten da auch mit bewachen, verschiedene Infrastrukturen und so weiter. Mit wo ist das, die Armee hat gar nicht die Leute, wie so etwas zu machen. Rund um Dauer, all die Schichten, es fehlt da dramatisch Möglichkeiten. Also zu gut, wenn wir einer reeller, immediater Gefahr ausgesetzt wären, hätte man nicht die Möglichkeit, da wirklich adäquat zu reagieren. Selbst am Verteidigungsfall, selbst bei der Protektion du Territoire, wir sind mit der Kooperation mit der Polizei, mit der Douane, das Geteilens da geübt, aber da sind aber große Probleme an der Kompatibilität von Prozeduren, von Material, an anderen Aspekten. Bei den Auslandsmissionen da ist es so, dass man ein Risiko haben, dass als Armee zu viele Sachen gleichzeitig muss machen. Auch dafür fehlt es am Blick auf Leute. Deshalb sind die Amerikaner als overstretched bezeichnen. Das heißt, zu viele Sachen gleichzeitig auf verschiedene Plätzen. Und es muss ich dann noch ganz besonders darauf aufpassen, wie eine Auslandsmissionen nehmen möchte. Wo man wirklich ein Plus-Value haben, was politisch raisonnabel ist. Und ich werde nur, wenn ich auf dem Herrn Krebs in Interpellation dann antworten, auch nach darüber zurückkommen. Wir haben unter dem Militärgesetz von 2007 einen theoretischen Effektiv am Kontingent an der Armee von 1200 Leuten. Plus die auch Kontingent, das sind werden da noch ein rund 200 sind, so dass man bei 1400 Leuten an der Armee könnte leihen. Wir leihen aber einmal Blick an der Code Conte, das auch festgestellt, nach einmal auf demselben Personalniveau wie 2007 ihr das Gesetz gestimmt kauft. Das heißt, du sich, hat sich an denen Jahren, das sind da nur 10, nicht geändert, substanziell und der Größte von der Armee, ob schon Gesetz durchgewischt wäre, wie das zu machen. Das führt dazu, dass Personal von der Armee extrem beansprucht ist, dass viele Überstunden nicht können raggeholt gehen, an Eis von unserer Seite, also auf jeden Fall ganz große Merci und die Einzelmilitär an ihre Familien, die an so Situationen zusammenhalten, die Armee weiter unterstützen. Wir gesehen aber auch das Risiko von der Demotivation von einem Teil von der Armee, weil sie sich verlust spüren, weil nicht genug unterstützt von der Politik. Und dafür ist es wichtig, dass wir da dagegen agieren. Wir haben zum Beispiel darüber gedurcht, wie die Militär, die am Ausland sind, an Missionen, an ihre Familie besonders zu unterstützen, von der nötig ist, eine Assistenz familial oder was auch immer gebraucht wird, also eine psychologische Betreuung gedurcht. Alles das sind Sachen, die ich kann machen, aber im jeden Fall mal für denen zu helfen, an den Familien, wo Familienmember am Ausland an Mission ist. Als ADR hätte man gern, das Personal stärkt von der Armee, Dorner ugepasst gëtt, wat ze brauch fir Missionen zu erfüllen. Dat man so dat Gesetzgebung 2007 mit en Kolonne run fir darüber rauszugoen. Wir hätten aber jeden Fall mal gern, dat die gesetzlich Möglichkeiten, die do sehen, wirklich erfüllt gehen. Gleichzeitig kann er wie bei der Police auch mal undenken, wie ein freiwilliger punktuelle Reserve anzufeiern, wie an Terrorismussituationen oder andere Sachen so zu machen, so können sehr zu reagieren. Mit das an einer zweiten Phase, was wichtig ist, als Lomo das Gesetz von 2007 zu erfüllen. Das Rekrutement ist natürlich ein Schlüsselelement, dafür an all die Probleme sind als bewusst. Die Regierung hat eine Reihe von Initiativen geholt, für das zu verbessern. Da unterstützen wir auch das Büro hier um Boulevard Royal und andere Sachen. Das unterstützen wir, da sind wir froh, dass das gemerkt ist. Aber es geht bei weitem nicht durch. Es gibt vor allem einen grossen Widerspruch. Ein grosser Widerspruch an der Deklaratoire, am Deklaratoire von dieser Regierung und an der Realität.
Wir haben zum Beispiel den Droit de Priorität d'Exklusivität für als Soldaten über die Jahre auf die systematisch aufgebaut. 2004 wird Inspektor von der Police, 2008 wird Briefträger an das Service als bei der Post bestimmt nicht besser gehen, dadurch, dass man kein Leid vom Herrenbisch mehr hören. 2014, also das Regierung, kann sich das auch nicht rausreden, hat bei der Douane aber die Giestersche annonciert, dass der Droit d'Exklusivität soll aufgeschärft gehen. Den Droit de Priorität, den es bei der Gemenge gibt, getax nicht respektiert. Und in dem Sinn wollte ich Herr Präsident, eine Motion überreichen, die da appelliert, dass man das für den Droit de Priorität bei den Gemengen, dass das besser angehalten wird. Wir hätten gerne als ADR, dass man das Respekt und Anerkennung für als Militär, als Politik bringen, wird eine Selbstverständlichkeit missziehen, was aber im Blick nicht der Fall ist. Wir versprechen Ihnen, all den Leuten, die sich freiwillig an der Armee engagieren, klar und effikaz Exklusivitäts- und Prioritätsregeln, die auch Ihnen eine reelle Karrierechance bieten, wenn Sie die Armee verlassen. An der Chambre, auch die soll ein Vorbild an dem Bereich sind. Wir können nicht nur und Gemengen appellieren, für freie Soldaten zu rekrutieren. Auch als Chambre soll an dem Sinn, wie hier Servicer mehr auf den Herrenberg und auf die Soldaten zurückgreifen, für als Sicherheit, zum Beispiel hier am Gebäude, oder auch für Wissier, Chauffeuren und so weiter. Noch an dem Sinn will ich eine Resolution überreichen, Herr Präsident, die als Chambre gegen erlaubende Vorbild zu sehen, wenn es darum geht, wie den freieren Soldaten eine Arbeitsperspektive zu bieten. Wir müssen nur denken, zusammen in der Politik, wie eine neue Karriere wir können kreieren für die Leute, die hier ihre Militärdienst gelegt wird. Es gibt so viel Besoin, mit ein bisschen Fantasie und ein bisschen politischem Willen, könnte man so viel Filiere schaffen, für Leute wirklich eine Option zu gehen an ihrer Lebensplanung. Wir haben zum Beispiel Ideen für die Gardien de l'Armée, dass die Leute, die speziell ausgebildet gehen für Militärinstallationen oder staatliche Plätze, den HCPN, Sendungen, Ministerien, Flüchtlingshemen, Centre de Retention und auf vielen anderen Plätzen könnten die extra Qualifikationen kreieren, für dort Dienste zu leisten, die heute ganztags auf Privatfirmen vergehen. Aber wir hätten da vielleicht auch Möglichkeit für ganz spezifische Formationen an die Richtung zu gehen. Wir könnten über die Schaffung von der Militärpolizei könnten wir auch vorbereiten, ob Karrieren an dem Beruf nicht nur an der Police selber, aber auch für andere Sicherheitsaufgaben hier am Land, Police de la Circulation, Police des Transports Publics, bei den Agents communaux, die sollen neue Aufgaben kreieren, bei den Experten Logistik, an der Administration des Secours, und überall können die hingehen als Politik an sich frohen, was können wir machen, für an denen Administrationen, die an den Do-Bereich erschaffen, auch Karriereperspektiven abzumachen für die Leute, die aus der Armee kommen, und do könnten und sollten speziell auf so Karrieren vorbereitet gehen. Nur mal Blick, als das Problem noch nicht so akut, ob schon präsent ist, wenn wir wirklich könnten hingehen, und das wird da der Fried, nämlich, dass wir das Militärgesetz an den effektiver erreichen, wenn 2007, da sind noch so viel mehr Leute, die aus der Armee rausgehen, und umso mehr dringend geht es, dass wir wirklich klare Karriereperspektive für die Leute tun, die uns an der Armee gedenkt tun. Wir brauchen den klaren Wunsch, über den Herrenberg Leute auszubilden, anzurekrutieren, für eben all die Bereiche und auch nach anderen. Gemengen, wie gesagt, du hast leider festzustellen, dass die nicht immer den Prioritätsansprüchen gerecht gehen, aus den verschiedensten Gründen. Wir auch Gemenge können nur denken, wo an ihre Servicer prioritär Leute aus dem vom Herrenberg gebraucht gehen, und dann noch zusammen mit den Autoritäten von der Armee gucken, wie man die Ausbildung von den Leuten im Herrenberg können so steuern, dass die optimal vorbereitet gehen. Ich steuere zum Beispiel ganz stark. Und ich muss so, ich meine, jeder, den sich das Problem für ihn erfährt, den als wahrscheinlich schockiert, das Luxtram. Luxtram, also eine Gesellschaft, die geht zu Haltend dem Staat und zu Haltend der Stadt Lützeburg. Luxtram, du hast nur eine Question parlementaire gestaltet, an dem du sind, mit du hast Französisch Vorschrift, der die Französisch kann. Lützeburg als ein Avantage steht da. Deutsch als ein Avantage. Wenn man gegen Leute vom Herrenberg schulen, dann könnten die alle gut Lützeburg. Wie also es möglich, dass eine Gesellschaft, die zu Haltend dem Staat und zu Haltend der Stadt Lützeburg gehört, Leute hält die Frankophon sind, und nicht die Soldaten, die im Herrenberg wären, wie als Buschauffeur oder nur als Tramschauffeur, da können sie schaffen. Wir haben
Als ADR sind wir uns komplett bewusst, dass es eine große Diskrepanz gibt zwischen dem Rekrutierungsniveau von der Armee, also an dem wird nur an den Examen gefragt wird. Und das ist ein ganz komplexes Problem. Auf viele Karrieren aus dem Schulniveau, den beim Examen gefragt wird, an den letzten Jahren immer abgeschraubt gehen, aus vielen Gründen, ein davon ist eben der Verfall von unserem Schulwesen, weil Leute nicht mehr genug lehren an den Schulen im Vergleich zu früher, sodass eigentlich das Niveau von der Schulen dann immer mehr hoch, oder den Schulniveau von der Klasse, die gefragt gehen an die Luft gesagt gehen ohne unbedingt durch den Niveau an die Luft zu setzen. Im Fall gibt es eine Diskrepanz zwischen dem Rekrutierungsniveau an dem Klassenniveau, sagen wir mal so, die gefragt wird an den Examen. Wir müssen also über die École de l'Armée nur denken, für den Soldaten genug schulische Möglichkeiten zu gehen, auch während der Dienstzeit, für do können die Retarden abzuschaffen, die da sind. Wir können nicht in einer ganz langen Pause an ihrer Ausbildung abfeiern, weil das schuld von dem Matdinger Neuviem können, das möchte in 3 Jahren gar kein Schule, und da soll in einer ganz kurzer Zeit nachholen, weil den vergisst in der Zwischenzeit, oder weil dem sowieso fehlt, als das ganz besonders schwierig. Wir müssen also die Organisation vom Dienst, die Organisation von der Schule nur denken, aber wir können zusätzlich Berufsausbildungen an der Armee machen, von denen ein ganz Party auch am Zivilen wirklich gefroht gehen. Wir können nicht nur also Armurier an ähnliche Berufe holen, wir auch Drohnenpiloten, Computerspezialisten, Logistikspezialisten. Und an dem Sinn, also die interessant, denke ich, ein komplett Reflexion zu machen über ein Armee-Lycée in Form von einem Lycée-Technik, den nicht nur Kopral, also die Vorbereitung auf der Armee Estal oder Koprex, also die Vorbereitung auf das Examen möchte, mir wirklich hingeht an eine Reihe spezifische Berufsausbildungen anbietet, die die Leute aus der Armee sind, auch eine Karriere an zivilen Firmen oder an zivile Verwaltungen ermöglichen. Die Examener Formationen, die Leute an der Armee machen, die sollten auch einfach an unkomplizierte Äquivalenzen am zivilen Sektor haben. Und das, ich erinnere mich noch ganz gut an früher, wo dann zum Beispiel die Kamionschauffeur, wenn der Kamionschauffeur an der Armee gemacht hat, den hat das nicht direkt unerkannt gekriegt am Zivil, mit nach ein müssen ein Examen machen für Kamionschauffeur zum Beispiel. Das sind natürlich unvernünftige Lesungen. Wir sind noch bereit, am Prinzip als ADR für Superpriorität nachzudenken. Wir gehen nicht davon weg, dass den an einer UDO, also an einen Auslandsansatz geht, muss belohnt gehen, auch gut belohnt gehen, großzügig belohnt gehen, wie die Risiken denen auf sich hält. Wir denken aber, dass Superpriorität an der blicklichen Organisation von der Armee auch hier Notdeler hört, wären also auch bereit, darüber nachzudenken. Es können noch ein gesetzliches Quotensystem denken, für zu garantieren, dass jeder, der an der Armee geht, dann noch eine Karriereperspektive hat. Von über Zeitsoldaten nur gedacht wird, das ja etwas, was am Blick aktuell ist, wie sich für 10 oder 15 Jahre zu engagieren. Auch da muss man sagen, dass man sich das nicht vorstellen kann, wenn nicht gleichzeitig und die Busche gedacht wird. Es kann nicht ein Mensch engagieren auf 10 oder 15 Jahre, und so, was der Donner muss, also ist egal. Auch da muss man gucken, dass eine Kontinuität, eine langfristige Planung möglich ist. Wir denken auch als ADR, dass es möglich ist, mit der Sportsektion eine Wissenschaftssektion an der Armee ranzubringen, weil wir haben gesehen, dass auf dem Niveau von der Europäischen Union eine Initiative, die auch von Lützeburg unterstützt gehen ist, militärische Forschung soll gefördert gehen. Wir könnten also auch hingehen an denen jungen Forscher, die auch DAX mit der Situation konfrontiert sind, dass sie nämlich 2 Jahresverträge an ihrem Fach kriegen, dass sie könnten engagiert gehen für eine gewisse Zeit als Offizier an der Armee für wissenschaftliche Forschung zu machen, die dann zusammen mit der Uni auch könnt andere mit großen internationalen Projekten zugutkommen. Protektion juridique als een ander Uleies wat man hunn, die soll an all Situationen unbürokratisch als sehr geschehen. Wir hatten den Zwischenfall Waldhaft, wir hatten den anderen Zwischenfall, wo es muss klar sein, dass die Leute an der Armee, wenn die in einer Situation sind, wo sie aus egal welchen Gründen verletzt sind oder sterben, dass aber auf jeden Fall hier Familien nicht am Start gelost gehen und dass man dafür hingehen und die Versicherungssituation einkehr so regeln, dass der Militär wirklich weiß, dass wenn etwas geschieht, dass das nicht zum Notdeel aus, wo sie noch kommen und dass man
Wir hatten ja doch bei der Police gefordert, übrigens auch bei der Police Fremereis, dass die Regierung aber auf die Weg geht, die wir proposiert hatten, an do juristisch Aufsicherung von der Police aber will verbessern. Mit der Disziplin, da ist es so, dass man darauf halten, dass man nicht unrealistisch gehen als Politik. Die Armee ist nicht da für an einfache Situationen zu evaluieren, aber sie kann heinz an extrem schwierige Situationen sehen. An Disziplinärrecht muss dem Rechnung drohen. Es geht nicht wie das zu vergleichen mit anderen Verwaltungen oder so, das ist ein ganz unrealistischen Exerzice. Und es geht aber an dem Kontext von der Disziplin Militär als Priorität Justizmilitär beizubehalten, so zu reformieren, weil das ist am Blick nicht der Fall, dass sie alle rechtsstaatlichen Aufforderungen gerecht wird. Also zum Beispiel den Untersuchungsrichter vom Prokureur, das muss alles deutlich getrennt sein, das ist am Blick nicht der Fall. Service Medikal, da ist auch die Situation, dass man Spidolsplan am Blick am Land diskutieren, den echter hier geht, Kapazitäten zu reduzieren, wobei man keine Reserven haben an einem Krisefall. Wir haben keine Reserven. Wir haben weder Reserven, weiß da ist der Herr Gras, Better, unmedizinischem Personal, Doktoren, Infirmieren. Es gibt Länder, die eine automatische Reserve vorgesehen für Katastrophen und Krisefälle, und das ist mal heute zu Lützeburg nicht der Fall. Wir könnten also hier gehen, an die Idee von einem Hospital Militär, auch an die Richtung denken, nicht nur an Traumatologie, aber wir könnten wirklich hier gehen, dann eventuell auch denken, ein Hospital Militär de Campagne zu haben, die wir könnten ersetzen am Ausland. Das ging als eine Visibilität gehen, ging als ermöglichen, die Armee auch für humanitär Missionen mehr anzusetzen und ging als gleichzeitig auch eine Reserve und medizinischem Personal geben, die am Land gebraucht gehen. Wir sind für eine realistische Politik als ADR und nicht für weltfremde Optionen für die Armee. Wir haben eine Armee, die technologische Herausforderungen muss an da gucken, die immer mit mehr komplizierten Waffensystemen zu dienen hat. Und das ist auch eine Chance. Weil wir können Kompetenzen am Kader von der Armee aufbauen, die auch andere Verwaltungen im Staat allgemein zu gut können, und das zum Beispiel an der Cybersicherheit, Computersicherheit. Wir haben da einen kleinen Aufwand gemacht an der Armee, aber da könnte die Armee wirklich ein Kompetenzzentrum gehen für die ganze Staat, und das nicht unnötig, als wir nach für ein paar Tage gesehen, wo Computersysteme vom Staat durch Attacken betroffen wären. Wir haben die Restrukturationsideen am Blick, die vom Herrn Minister Schneider an seinem Matarbeiter diskutiert gehen, die haben auch eine ganze Reihe Notdeler, die ich will schon können, immer dann Herr Noerleng mit großen Diskussionen darüber gehen. Der Chef d'État-Major geht just nicht mehr nach zu einem Conseiller Militär vom Minister und hat lasst von der Armee, von der Kommandogewalt geht und der Kommandant vom Heeresbier. Das ist an unseren An nicht die gute Solution. Was die neue Gebäulichkeiten wie die Armee angeht, da ist es eine Möglichkeit, auf jeden Fall für das Minister an ein ganz reiches Service von der Armee, von anderen Sicherheitsorganen, wie zum Beispiel Police, HCPN, Israel, an ein anderes mehr repräsentativ Gebäude zusammenzulegen, an etwas sich gegen anbieten, als die aktuelle Nationalbibliothek, die Idee für eine nationale Kunstgalerie an ein paar Wohnungen an das Gebäude unterzubringen, entspricht eigentlich nicht dem Prestige an der Lokalisation von dem Gebäude, und für sicher eine Idee für zu gucken, ob die Armee an all oder Sicherheitsorgane nicht durch könnten innerburgt gehen. Komposant aérien. Da der hat schon ein paar Mal die Frage abgeworfen, ob wir nicht sollten hingehen an Luftabklärung an der Armee integrieren. Wir haben die immer gehen das Lohne bei Privatfirmen. Das hat eine ganz Reihe Notdeler. Wir haben keine juristische Sicherheit. Wir wissen nicht genau, was da geschieht. Wahrscheinlich wissen wir nicht genau. Wir hatten den Akzident auf Malta, wo Herr No rauskommt, dass vielleicht französische Geheimdienstoperationen damit beteiligt wären, dass CAE Aviation eventuell in Libyen bei verdeckten Operationen mitmischt. Das ist nicht ein gutes System. Aber wir denken, wie das man die budgetären Mittel am Blick auch hun, dass es eine Möglichkeit wäre, für die Sachen, also Luftabklärung an als Armee zu integrieren. Und wir haben auch noch andere politische Probleme mit der Komposante aérienne. Und ich will just hier auf DAWEX verweisen. Wir lesen immer in der Presse, dass DAWEX an Operationen indirekt beteiligt sind, über Syrien oder am türkischen Luftraum mit Syrien, eventuell auch mit der Ukraine, Bulgarien und andere Sachen. Also sich auch an Operationen macht man die out of area sind, weil weder Syrien noch die Ukraine sind NATO-Membern. Müssen also auch da eine andere Perle politisch, wie zu wissen, wo wir hingehen. Die Armee ist eine ganz wichtige Administration hier am Staat. Die Leute, die sich an der Armee melden, haben ein grosses Opfer auf sich, sie haben ein immenses Risiko auf sich.
als Dankbarkeit geheiert hinnen. Wir müssen als Politik higoen an der Armee unterstützen. Schon an dieser Interpellation pur weher gewiesen, wie man das können man, Personal stärkt, Material, mir das eng sagt immer dem Land also Sicherheit schuldig sind. Wenn ihr guckt, wie die Armee auf dem Zustand zu Haut ist, an wie aber Sicherheitslage notamment punkto Terrorismus sich entwickelt hat, also unverantwortlich nicht zu agieren, an der Armee nicht zu helfen, sich so aufzustellen, wie sie das muss. Wir können hier Missionen zu erfüllen, aber wie sie es verdient am Interesse von den Leuten, die sich da engagiert tun.